Brian hat sein Examen fertig geschrieben. Der Lehrer, aus der Datei seine hat, kam trägen, die hat die Examens seine trägen. Und redet im Privat mit Brian und sagt, Brian, kannst du mir eine Erklärung geben? Wie kannst du das erklären, dass du in die Klasse kommst, was bezieht, die sagt, kriegt die Feuer selbst die Fehler gemerkt hat? Und Brian steht unter dass er der andere aufgeschrieben hat, sagt der Lehrer, weißt du was, das ist ganz einfach zu erklären. Wir haben ja doch dieselben Lehrer, deswegen haben wir dieselben Fehler. Ich will das dann anders sein. Vom selben Lehrer lernt man einfach dasselbe. Und er steht unter dass er was falsch hat. Er hat sein Kumpel was falsch hat, einfach dem Lehrer beschuldigt. Also, weil ich hoffe, dass der Lehrer daran glaubt und dass er der Schuldner ist und ich habe nichts damit zu tun im Leben. Wer ist es in deinem Leben, wenn etwas nicht funktioniert? Untererkennen, dass wir Fehler gemerkt haben, untererkennen, dass etwas nicht funktioniert, ist ein großes Thema bei vielen Menschen. Aber so John Maxwell sagt, von der Utrede nach dem Ziel gibt es keinen Weg. Menschen, die Utrede haben, die kommen noch nicht an. Menschen, die Utrede haben, die kommen nicht dahin, wo die Seele hinkommen. Wenn man nicht bereit ist, zu erkennen, was Wort ist, dann kommt man nicht fertig. Dann geht das nicht wieder ein Leben. Und Gott hat ein Ziel in uns Leben, dass wir keine fertig kommen. Aber wenn wir bereit sind, einmal zu leben, der Ausweg zu sehen, dann kommen wir niemals zum Ziel dahin. So, in Sprüche Kapitel 22, Vers 13 sagt, der Fühler sagt, du hast ein Lebenbüte, der wird mich aufwarten, wenn ich auf den Gas gehe. So, ich würde ja wel ein Ziel merken, aber ich kann nicht das Ziel noch fallen, wenn es ein Problem gibt. Das ist zu kompliziert. Das wird zu viel Aufwand, das ist zu viel Aufwand. Das ist zu kompliziert, ein Zeugnis geben. Das ist zu kompliziert, wie ein Evangelisieren. Andere sind schuld an den Fehler. Ich sehe nicht gut genug für Gott sein Reich. Ich merke zu viele Fehler. Andere sind schuld, wenn ich eine andere Eltern gehabt habe, wenn ich eine andere Kolonie habe, wenn das nicht so dreht wie, wenn Gott mir nicht diese Früh gegeben hat, wenn Gott mir nicht diesen Mann gegeben hat. Das wird immer Utrede seht ihr, ist Adam und Eva, das heute, wenn Gott fragt, Adam, kannst du mir mal erklären mit der Frucht? Und Adam, der dort kreuzt ist Brian, dann sagt, weißt du was, Gott, halt mal her, das ist die Früh, was du mir gegeben hast. Also du bist ja schuld an seine Früh zu geben, wenn ich eine andere Früh habe. Aber mit dieser Früh, die du mir gegeben hast, ist klar, der hat mich da verletzt. Gott redet mit der Früh und sagt, du sag mal, kannst du mir erklären, meine Frucht? Na ja, klar, mit der Schlange, was du hast. Gut, auch nach der Schlange, red nicht mit mir. Komm nicht mich an, wenn ich nicht die Schuld bin, das ist die Schlange. So sind so viele Menschen, Gott hat mir eine falsche Früh gegeben, hat mir einen falschen Mann gegeben, die falsche Gemeinde gegeben. Gott hat mir eine falsche Kolonie gegeben, der hat mir ein falsches Land gegeben, die falsche Temperatur gegeben. Alles ist falsch, und Gott ist schuld daran und die anderen sind schuld. Und ich muss immer da an all die Lieder, die die Menschen mich schlachtet, an denen, das sind ja andere Schuld an. Kreuz ist Brian beim Examen. Beste bereit, wenn das Fehler gibt, ich stehe dort, was ich falsch getan habe. Dort, was mir passiert. Ich bin verantwortlich, was hier rauskommt. Ich bin verantwortlich mit dort, was ich in meinen Verstand abnehme. Ich bin verantwortlich dafür. Und ich will so leben, dass Gott sein Recht gebüht werden kann. Und dass es Sprüche sagt, das wird zu gefährlich sein, das wird zu kompliziert sein, ich wird zu viel reden. Muss Gott dich wieder anleiten, dass du irgendwann noch leben ist, dass du trotzdem kannst durchkommen, was Gott will haben, und anerkennen, ich sie demütig und sie bereit zu erkennen, ich oder mein Kumpel haben Fehler gemacht, das ist nicht die Lehrer schuld, das ist nicht Gott schuld, das ist nicht die Gemeinde schuld, ich nehme Verantwortung für das. Muss Gott dich daran wieder sehen.